Ma, wir begrüßen dich ganz herzlich an unserem Online-Ältere-Café, den regelmäßig am Anfang einmal den Monat an der Wursebildung hier an der Stadt stattfindet. Mein Name ist Daniel Mertes und ich arbeite bei der Wursebildung an meinem Arbeitsbereich, den aus Kanner- und Jugendliteratur und Leseförderung. Wir sind aber überhaupt nicht länger, weil ich schon mal eine ganz starke Partnerin zur Seite geholt habe, und das ist Veronique. Und Veronique wird sich nur vorstellen. Guten Morgen. Ja, ich bin Veronique Nilles, ich arbeite bei der Ältere-Schule. Ich bin zuständig für die Antenne Nord-Westen. Und wir richten also Eltern, die sich wollen austauschen, informieren oder wollen diskutieren über Themen von der Erziehung oder Familie. Und dafür schaffen wir immer mit Partnern zusammen, die am direkten Kontakt mit Eltern sind. Und dafür bin ich auch froh, heute Daniel zu begrüßen, weil durch unsere Zusammenarbeit wollten wir eben einen Kaffee organisieren, wo Eltern zusammenkommen, an einer gemütlichen Ambiance und sich können eben austauschen. Heute ist unser Thema Emotionen, wie gehen wir als Eltern mit den Emotionen selber eins, und wie können wir auch eng positiv Ausstellungen oder besser eins gehen von als Kanner Emotionen um. Wen auch kann als Eltern mit den Kanner an ihren Emotionen besser umgehen. Maja, Veronique, wie geht es dir dann heute so? Guck mal, was ich mitgebracht habe. Also, liebe Menschen, die gesagt ganz grimmig aus. Geht es dir so oder geht es dir echt da wie ein kleiner Sonnenschein? Also, die Momente sind ein bisschen aufgeregt, weil ich noch nicht so viel in der Kamera war. Aber den Menschen, die ich heute schon inzwischen begegnet, weil die Morgen, wenn die Scheiner kommen, weil ich komme aus dem Norden, dann habe ich auch vergessen, so, dass ich im Norden arbeite. Und da hatte ich schon so einen ganz Achterbahn von Gefühlen, wo auf mich durchkommen sind. Es war so hohen und tiefen, mehr angenehm Gefühle, unangenehm. Es war von allem dabei, der Morgen. Also ich will ein bisschen gucken, schon ein kleines Mädchen von 3 Jahren. Und ich hatte auch kein gut Nöch, da war ich ein bisschen mit dem Morgen. Und hat halt eigentlich Spur keine Lust gehabt, um Krieg zu gehen, und wollte eigentlich bei mir bleiben und daheim spielen. Und das war nicht einfach, für auch ein bisschen so den Übergang zu machen für den Krieg. Da waren auch schon Wutanfälle dabei. Und ja, schon noch sehr Emotionen waren auch schon ein bisschen wie ein Achterbahn, hat mal an der Krieg angekommen ist. Wir haben aber gemerkt, dass die Emotionen noch fortgehen. Weil war so, wir sind aber an der Ruhe rausgegangen, haben nach einer Geschichte geguckt. An der Krieg ist es besser gegangen, wie ich gemeint habe. Und hat seine Freundin gesehen, und war eine Edukatrice, die hat ganz gerne. Und da war kein Problem, für Last zu losen und für dort zu bleiben. Ob schon nicht für dort da, und sollte ich will daheim bleiben, ich will nicht gehen. Weil nur aber gar nicht so schlimm. Und ich war dann aber erleichtert, für hinzukommen. Ich hatte ein gutes Gefühl, für fortzukommen. Ja, du sagst, mir ist der Morgen eigentlich ziemlich gut gegangen. Also, es war kein Stau, der Morgen um 7 Uhr. Ich bin gut aus dem Bett gekommen, ich war eigentlich gut gelaunt und war auch gut Musik am Radio, sodass eigentlich mein Morgen ziemlich gut gegangen ist. Und ich bin auch froh und ein bisschen aufgeregt, wie heute Filme mehr. Trotzdem sind ich aber gut gelaunt. Aber das sagt ihr, dass so viel davon aufhängt, wie der rundherum ist, was für ein Gefühl gerade bei einem Überkochen oder nicht, oder ein bisschen wie Hand drauf bleiben. Es geht durch, das heißt, du eine flotte Musik im Radio, also schon ist die Stimmung eine andere. Aber du kannst das bestimmt aber ein bisschen mehr über den Umgang mit seinen eigenen Gefühlen schwätzen und auch mit den Gefühlen von den anderen. Wie merken ich, wie den anderen gerade drüber ist, was kann ich machen, für dass sie sich vielleicht besser fühlen und so weiter. Du hast vielleicht ein bisschen mehr Hintergrundinformationen für uns. Ja, ich probiere ein bisschen so zu erklären. Ja, eigentlich sind Gefühle omnipräsent, sie sind gehören zu unserem Leben und sie bereichern auch unser Leben, weil sie noch ablässt, ob das, wie wir denken und wie wir handeln. Und wenn man so von Emotionen schwätzt, sind immer ein paar Zutaten, die dazukommen, da ihr von einer Emotion schwätzt, so paar Komponenten. Das Mädchen sind immer Stress da am Anfang, und die kann ausgelöst, kann durch
an alle Sachen oder durch Faktoren, die vorbeizukommen. Und da können die Gefühle dabei. Und dann merkt den aber auch, dass der Körper reagiert, dass eine körperliche Veränderung, da zum Beispiel die Mimik ändert sich oder da gibt es groß den neuen Gefühl aus, was dann abkommt. Und dann ist aber auch viel Temperament, wo eine Rolle spielt, weil dem neuen Temperament von Menschen also auch die Emotion ähnlich ist. Wenn Temperament vielleicht mehr liebevoll, feieres Temperament ist, dann kann es sein, dass die Menschen seine Emotionen auch mehr Leidenschaft oder mit einer großer Intensität auslebt. Und bei einem miragischen Mensch kann das vielleicht auch bei einer anderen Weise geschehen. Und hört auch noch, also dass die Emotionen eigentlich bringen uns dazu, verschiedene Situationen vielleicht abzusichern oder wir probieren sie zu vermeiden. Und am Laufe des Lebens kriegen wir auch immer mehr Strategien. Weil die Emotionen, also wie wir besser mit den Emotionen gehen, das entwickelt sich und dafür also aber auch noch so, dass zum Beispiel kleine Kinder eben noch nicht so können mit den Emotionen gehen wie wir erwachsen. Das ist eben ein Lehrprozess und du hast auch den Alter, der eine große Rolle spielt und auch eben wie eine Strategien in als Kant von den Eltern viel geliefert wurde oder wer den erfahren hat, das kann einem Vorbild wie vielleicht kann selber nur mit seinen Emotionen besser gehen. Und ja, zum Beispiel, wenn ihn Angst hat, dann merkt ihr ja, dass das ein unangenehmes Gefühl ist, dass die Leute die kriegen vielleicht viel Steine oder sie schweißen. Es kann auch sein, dass Leute dabei sind, die das an den Gedanken sich weiß, dass sie dauernd dieselben Gedanken drehen, was eben also Gedanken, von denen sie Angst und das dauernd das Thema ist an ihrem Gang und sie können nicht loslassen und das dreht dann so rundherum und sie krisen immer das selber. Und das und dafür meinen eigentlich, dass Emotionen so, also zu viele Sachen, die zusammen kommen. Und dafür ist als Eltern auch eine große Herausforderung für selber mit eigenen Gefühlen zu gehen, aber auch zu gucken, was können wir als Eltern machen, für mit den Gefühlen von unseren Kindern positiv umzugehen. Und noch meinst du vielleicht eine Hilfe sicher zu gehen, wenn die selber nicht mehr aus seinen eigenen Gefühlen oder aus seinen Strudel von Gefühlen rauskommt, wie zum Beispiel Traurigkeit. Ich denke, du an Trauer erbst. Das ist ja auch ein Gefühl, und meinst du an der Traurigkeit dran hängen bleibt und nicht mehr selber den Weg rausfinden und immer vielleicht sogar wie Sog immer mehr noch hingezogen. Und da gibt es auch bestimmte Plätze, wo man sich da hinwenden kann, für Hilfe zu kriegen. Mhm. Weil eigentlich ist es auch so, dass die Emotionen, die sind ja nicht die ganze Zeit, die sind flüchtig, aber wenn ihnen eine Chance gibt, zu zirkulieren, dann verschwinden sie auch echt. Wenn für sich dagegen zu kämpfen, dann ist es mir schwer, weil dann bleiben sie vielleicht mehr lang oder von der KW für da rauszukommen. Und eigentlich bei Trauerarbeit gibt es ja viel Möglichkeiten, Heirat zu helfen, doch von ihnen einfach kann der Trauer in Raum gehen oder am Gruppe sich vielleicht mal Leute ausdrücken, die ähnliche Situationen erlebt haben. Ja, ich denke, dadurch kannst du helfen, wenn jemand denkt, geschwärzt wird, dass es einem nicht gut geht oder traurig ist oder eine Depression hat. Alle Gefühle hört oder alle Gedanken hört, dann geht es heinst schon durch, dass ihn den hört, mit dem ihn schwätzen kann, dem ihn nicht kann einfach so und dann hält schon eine kleine stehende Wäsche, kann sogar so Menschen sehen, ja? Weil Kinder spielen ja so Plüschtiere bestimmt eine Rolle. Ich kann auch so am Bett mit einem Menschen, mit einem bösen Menschen, die bösen Gedanken erzählen. Vielleicht tun ich Menschen, denen einen Sohn oder so, denen ich kann mit positiven Gedanken erzählen. Und dann geht es mir vielleicht schon ein bisschen besser. Ja, das ist richtig. Und eigentlich ist es auch zum Beispiel bemerkt, so am Alltag, dass die Eltern probieren, ihr Beste zu machen und immer das Familienleben harmonisch zu machen.
mir eigentlich gehören Emotionen an unangenehmen Gefühle gehören auch zu einem Mensch sind, an die kann ich nicht vermeiden, auch nicht als Eltern. Die sind auch eigentlich wichtig für die Entwicklung vom Kind. Auch an der Gesellschaft als heute habe ich den Eindruck, dass die unangenehmen Gefühle weggedrückt gehen. Ob schon eigentlich die ganze Palette von Gefühlen machen uns als Mensch aus und die sind auch wichtig, alle gut dafür ausgeliefert, sie gehen nicht nur mit Frieden. Wie zum Beispiel, wenn ich kann, durch Trotzfest geht als anstrengend für die Eltern, mir eigentlich als wichtig für das Kind, weil er lehrt immer da Löser mit seinen Gefühlen besser einzugehen und lehrt auch, seinen eigenen Willen durchzusetzen, mehr autonom zu gehen, nicht nur das zu machen, was die Eltern so, mir auch seine eigene Persönlichkeit abzubauen. Und dafür ist das Gefühl aber auch wichtig, für weiterzukommen an der Entwicklung. Und hier kann auch Trauer in sich sein, zum Beispiel bei Kindern, dass sie wollen, dass irgendwie präsent ist für sie, weil ihnen vielleicht Geborgenheit fehlt oder Zeit am Alter, die zu kurz kommt. Da weiß kann er eben durch Trauer, das heißt du eben auch ein Höllefruf vielleicht und Eltern. Ja. Oder so Wutausbrüche, also zum Beispiel auch etwas. Meinst du, reagieren kann an Matroserei, schlagen durch oder reihe Sachen durch und in Wirklichkeit das Gefühl, was hinter dem Ausdruck steht, ändert, oder? Ja, bei meinen Mädchen also durch den Alter, weil im Moment noch mehr kleiner ist und kann noch nicht so sein Gefühle filtern wie mir, und das muss da raus. Ja. Und dem Moment von der raus ist, also probiere nicht einfach für du zu sehen und abzufangen, für du nur, dass das nicht dran hängen bleibt, dass Team du nur gut geht und das Gefühl wird, okay, ich sterbe auch ausreichend, ich kann meine Mama selber du. Und sie kann das aushalten und das ist okay, wenn ich ans Rose gehe, eine Sterberose gehe. Das vielleicht auch als Eltern du gut, sich nicht zu viel Druck zu machen und nicht sich zu sagen, ich muss meinem Kind das Gefühl wegholen, ich will alles mehr darum glücklich gehen, weil das können wir eigentlich nicht, das ist zu viel verlangt von uns und das ist auch nicht unsere Rolle. Eigentlich ist es besser für uns, wenn wir da sind, wir gleiten können, auf verschiedene Art und Weise, und wir probieren nicht auszuhalten. Aber das ist einfach so wie gemacht. Ich kann, mir eigentlich, also für das Kind auch für uns selber besser, weil wir können nicht etwas von uns verlangen, was unmöglich ist. Ja, als Eltern von Joris gut von den Gefühle benennt, die nur zum Beispiel, wenn ihr selber Rosen hast, kann ich noch dem Kind sagen, ich sehe Rosen, oder wenn ihr merkt, dass er dann an die Roserei könnt, dass ihr seht, schon nicht Gefühl, geht er nicht gut, du gehst Rosen, oder ja, das kann er auch begreifen, dass es verschiedene Arten von Gefühlen gibt und dass es nicht nur Rosen und Frau gibt, mit der danach ein Palette dazwischen gibt, wie vielleicht traurig oder aufgeregt oder ängstlich. Ja. Ja. Sind immer so kleine Gefühle, die das ganz verfeinern oder so. Ja. Ein Übergefühl, das dann verfeinert kann gehen. So. Ja. Und eigentlich ist es auch gut, wenn wir selber als eigene Gefühle unholen und auch trauen, als Gefühle zu weisen, weil in dem Moment weisen wir auch dem Kind, Gefühle sind okay, die gehören zum Mensch sind, und es kriegt schon irgendwie das Gefühl, dass er an der Reihe ist. Und nicht Vorbild von Eltern, die perfekt sind und immer alles im Griff haben. Man kriegt auch schon gesagt, auch schon, dass die Eltern überfordert sind oder auch mal keine Rose gehen oder auch mal keine genervt gehen. Und in dem Moment wird vielleicht auch also wir hat auch mir einfach sehr Gefühle nur auszudrücken, weil du weißt, das ist okay. So, meine Mama die so ans du Rosen und
Ich denke so Situationen, wenn ich gerade am Butiger sind, können so ein Wutanfall bei seinem Kant so zwischen den Regalen am Supermarché, weil ihr dann den Moment gar nicht wollt als Mama. Und dann ist es auch einst so schwer, wie gehst du da mit dem Kant, mit seinem Wutanfall, mit seiner Aggressivität oder mit seinem Gefühl, was da gerade rumkommt. Ich fand das auch, wie bei meinem Kant, und ich das auch immer ganz schwierig fand. Weil oft kommen ja dann so Gefühle gerade zum Vorschein, wenn ich irgendwo aus, wo sie nicht so rauskommen. Und das ist nicht immer einfach. Ja, da muss ich sich ja selber auch dann am Griff holen und dann auch nicht den Moment ausflippen, weil ich ja dann noch anderem Leute hat, die auch gucken und denken oder denken, die denken oder einfach man do, aber das mit dem Kant und der Kant oder so. Das ist immer ganz schwierig fand. Das ist nicht einfach. Die Situationen kennen bestimmt viel Älteren. Mir war das Wichtigste als also dass den nicht sich von den äußeren Faktoren beeinflussen lässt. Weil du kannst ja sehen, dass da vielleicht Leute so, du gesagt ja immer Beispiel von einem Kant, was nicht voll ist, die Eltern kriegen sich nicht durchgesagt und dann hören den das und dann geht die selber unsicher. An dem Moment wird ihn aber nicht so stark wie dann auch auf Kant entsprechend anzugehen. Weil das Wichtige ist, ja, dass für Kant, du hast die anderen Sachen rundherum, die sind eigentlich nicht wichtig. Ja, muss ich dann den Moment ausblenden. Ne? War nicht ganz schlimm, also ein Kampf oder springen oder will es zum Caddy klammer, vielleicht ist einfach heim zu der Besten, kann rausholen aus der Situation, aus dem Supermarché zu holen, an irgendwo an den Raum zu bringen, wo die Kokon von Geburtenheit, roh aus, vielleicht an den Auto und dann warte bis die Situation sich beruhigt wird und dann auch nur gucken, dass da im Rohrer können kann nur einen Namen zu anderen zu einem späteren Zeitpunkt mit ihm drüber schwätzen, weil wenn die Krise am Gangen aus dem Moment hilft nicht schwätzen oder da riecht ihn nicht. Und wenn ihn zu viel auf die anderen Leute rundherum guckt, dann bleibt ihn nämlich bei sich selber und können die selber an die Straße ran, die schon kannt wird. Und dann da kann ihn ihm auch nicht mehr eine gute Unterstützung sich da rauszukriegen. Also wie wenn ihn an die Lach fällt, also wichtig nicht als ältere Mutter an Lach zu fallen. Wir probieren dem Kind einfach irgendwie so strikt zu gehen, dass kaum löse raus aus dem Lach zu kommen. Ja. Aber das ist nicht einfach, weil oft da war viel Sachen bei Nähe kommen und dann hat es dann noch von dir selber mit, also da schon einen aufstrengenden Tag hat, dann könnt noch die. Aber vielleicht auch am Hinterkopf behalten, dass das rundherum eigentlich nicht so wichtig ist, weil das wichtig ist, dann als Eltern für die Kant zu sehen und zu gucken, man kann, weil das wird das Beste in diesem Moment, für das wir da rauskommen. Und nicht denken, die anderen Leute, dass das Beste für mich kommt, aber das fand ich selber als Mamas hilft in dem Moment. Viel mehr so an Detail zu gehen, so Tipps, praktisch Tipps und so. Du wärst doch flott von, wenn man den älteren Kaffee zum Beispiel von Emotionen und da könnte man auch so konkrete Situationen gucken und dann am Gruppe gucken, welche Lesungen kann ich vielleicht finden, was hat schon ihn ausprobiert oder den anderen. Wir haben zum Beispiel auch bei der älteren Schule eine Intervenante, die Psychomotricienne ist und die schafft ganz viel eben auch mit Atemtechniken, mit Übungen über Muskulatur, wo aber auch ganz hilfreich sind für den Umgang mit den Emotionen. Weil wenn ich selber sich als Eltern geehrt fühlt oder gut atemt oder auch kann so loslassen, dann ist es mich stark, für den Kant entgehen zu kommen, auch für die Emotionen auszuhalten, auch für nicht matt an die ganzen Emotionen ranzukommen. Dann ist es mehr so vorbei, also da sind eigentlich sicher an sich und für den noch ein bisschen mehr den Blick von Uhr, wenn so wie ein Drohnen, was kann ich machen, für eine Lesung zu finden, ohne dass der Mutter am Lach sitzt. Ja, weil das Gefühl bei der Sache, da sind sich da ranzählt und dann geht ihr selber traurig, Rosen über sich, über Kind, über die Familie, über die Situation, über die Nachbarn, wer auch immer. Ja. Und das ist wirklich gut, ja. Ja, Veronique, ich denke, dass das
ein ganz interessantes Thema aus das Thema Gefühle. Am alten Kaffee werden wir sicher noch die ein oder andere Kehr darüber schwätzen. Ja. Und wir wären froh, wenn der Renker gegen Lunch kommen, weil, wie Veronique just gesagt hat, wenn den zusammen aus einem gemütlichen Kreis rund um eine Tasse Kaffee und ein Croissant, dann Potter das sich liegt über das oder das Thema, kann ich mir gezielt, ob ein oder einem sein Problem angehen. Und wie wir schon wieder gesagt haben, Heinz, du hilfst dir doch, wenn ich merke, den vis-à-vis oder den anderen aus der Gruppe hat dieselben Probleme wie ich. Also können wir jetzt nicht mehr invitieren, bei uns Lunch zu kommen an der Weiterbildung. Wie gesagt, immer einmal am Monat, Mondays, zwischen 10 und 12 Uhr. Wir geben uns drauf frei, wenn ihr kommt. Ja. Ich habe schon heute den Abendschlaf, weil meine bösen Menschen, ich ginge ja ganz gerne austauschen, gegen mir leben. Mit der Hundeschleider Lukin, ich hatte just die bösen mitgebracht. Aber ich habe noch eine ganze Kaufe Bücher auch mitgebracht, Veronique. Ich kann dir leider auch noch ein paar Bücher vorstellen, weil Heinz, du hilfst auch, wenn ich das ein oder andere Buch oder die ein oder andere Flottgeschichte aus dem Tierrang hält, für mit den Kindern eben zu gewissen Themen, zu gewissen Gefühlen und Gesprächen zu kommen. Das kann ich euch gerne alles vorstellen, was wir da so an der Exposition haben. So, ich habe hier ein kleines Assortiment von Büchern oder Spielen mitgebracht, wo ich mit den Kindern zusammen kann, das große Thema von den Gefühlen kann umgehen. Es muss ich dazu sagen, dass es je nach Alter aufhängt, mit welchem Buch ich kann operieren. Bei uns zum Beispiel ein Buch, das ist ein Klappenbuch. Da kann ich mit den Kindern mehr interaktiv Weise Gefühle von den anderen oder von sich selber entdecken. Da kann ich Klappen abmachen und von den über Bilder, die nötige Explikationen von den Menschen oder Figuren anguckt. Da ist ein bisschen Text dabei, nicht für mit denen Kinder, die schon geben, aufhängen mit lesen oder auch als Hilfe für die Eltern, von denen dann die nötigen Informationen zum Thema von den verschiedenen Gefühlen, die thematisieren. Dasselbe ist bei diesem Buch, da geht es zwar schon vom Niveau her ein bisschen mehr an Blut, da geht es schon mehr um das Abstrakt, die Verbindung von Gefühlen mit Farben, auch mehr Text über was hinter den einzelnen Gefühlen stößt oder wie man mit den Kindern oder mit dem vis-à-vis kann umgehen und mit dem seinem Gefühl, was gerade überbleibt. Ganz kleine Bilderbücher wird auch immer pro Buch just ein Gefühl erklärt wird, aber wo dann auch erklärt wird, was dem hilft, aber was möchte, dass das Gefühl vielleicht ein bisschen besänftigt wird, aber wo es nur vielleicht gerade besser geht. Dann habe ich heute ein paar Bücher mitgebracht, da gibt es auch ein helle Wohl. Nee, das sind 2 Bücher für Erwachsene, das sind so Handreichungen, wo einfach gewissen wird über Geschichten, über Spieler, über Diskussionsanregungen oder über Lieder oder Fantasiereisen, wie viel man kann an Gespräch zu kommen zum Thema von den einzelnen Gefühlen. Zum Beispiel Komm mit ins Gefühleland aus dem Herder Verlag und wirklich ein ganz flott Entdeckungsreise aus an die Großwelt von den Gefühlen. Dann habe ich noch etwas mitgebracht, was für die Großkinder ist. Das sind echte Bücher, die sich um Thema Pubertät drehen. Weil gerade bei den Großen spielen Gefühle ja an der Phase von der Pubertät eine ziemlich große Rolle. Das ist nicht immer einfach mit ihren Gefühlen, die an der Phase ziemlich extrem sind, umzugehen. Das sind 2 Bücher, die in auch einem Jugendlichen kann und Grab gehen, wo sie sich besser verstehen, sich an ihre Gefühle und aber auch etwas, was Eltern oder Erzieher könnten lesen, wie Jugendliche daheim oder an der Schule oder am Foyer oder so besser zu verstehen. Dann habe ich noch ein Buch über Trauerarbeit, weil Trauer ist auch ein ganz starkes Gefühl, was nicht immer einfach ist. Man kann auch zu erschaffen, hilf mir, wenn ich traurig bin, nicht. Also das ist auch eine Handreichung, wie man kann schaffen in der schwierigen Phase, wo es an einer Traurigkeit oder an einer Trauer sind. Da gibt es auch eine ganze Bücher
die kennt anbieten. Nee, alle Gute kann ich euch daheim nicht weisen. Sowieso, über die Gefühle gehen auch ganz viele Bücher an mehr wieder stehen, ganz viel. Und ich kann euch just invitieren, bei uns Lunch zu kommen. Ich stehe heim und dann dort, wie ich zur Seite und kann ich vielleicht dann gezielt helfen und das richtige Buch für euch mal rausziehen. Ich habe auch ein Bücherlist zusammengestellt zum Thema Ich habe meine Gefühle. Die Bücherlist könnt ihr gerne kriegen, die braucht just an der Ausbildung anzurufen. Da schicken wir euch so oder wir mailen euch die Liste gerne so. Voilà, zum Schluss habe ich noch ein Bilderbuch mitgebracht, das heißt Der Gedankensammler. Das ist eine Geschichte, die ich immens gerne und die ich ganz oft erzähle, wenn es um Thema Gefühle geht. Und die Geschichte wollte ich euch erzählen. So, ich wollte euch die wunderschöne Geschichte vom Gedankensammler erzählen. Der Gedankensammler ist ein Bilderbuch von Monika Veth, das für ein paar Jahren am Patmos Verlag rausgekommen ist. Der Gedankensammler. Ob dir es lebt oder nicht, es gibt einen Mann, der geht alltag durch die Stadt und dann sammelt er Gedanken und Gefühle von den Leuten an. Es ist nämlich so, Gedanken und Gefühle, das sind eigentlich so kleine Männerchen, die durch da fliehen. Es gibt positive Gedanken, es gibt schöne Gedanken, es gibt alle Gedanken, traurige Gedanken. Und die haben verschiedene Farben. Die böse Gedanken sind vielleicht schwarz, die rose Gedanken sind rot, die blaue Gedanken sind traurig. Und den Herr Grantik, so heißt der Gedankensammler, den hat die Fähigkeit, das Gedanken und Gefühle, die kleinen Männerchen, zu sehen. Und seine Arbeit, das ist nicht eng wie du und ich weißt, aber das ist ganz speziell. Er geht nämlich durch die Stadt und er sammelt hier die Gedanken an. Allmorgens, wenn die meisten Leute noch am Bett sind, da könnte Lanst mein Fenster lernst und er winkt und ich winke zurück. Und da bin ich froh, dass ich einen anderen Lesenke gesehen habe. Und da geht dann eben in die Leute. Oder geht ruhig auf den Trottoir, auf den Mauern, auf den Bäumen. Überall sind der kleine farbige Figuren, wie ich schon gesagt habe. Der rote, der grüne, der blaue, der graue, der schwarze. Und den Herr Grantik hält die dann, sammelt sie an, weil er nur den ganz großen Rucksack dabei und da packten sie alle Guten an. Und dass das nicht immer ganz einfach ist, das könnt ihr euch denken. Weil die Gedanken, die sind nicht einfach. Die lassen sich nicht einfach so triveln und holen und von einer Platz auf die andere befördern. Aber nee, es gibt der Wibblischer, es gibt der, die zappelig sind, es gibt der, die sich verstoppen, es gibt der, die immer nicht aus dem Rucksack rausklommen und nicht mitgehen wollen. Und er hat sich schön mehr für sie alle Gurten und die großen Rucksack anzupacken. Aber es gelingt ihm aber. Und dann möchte Herr Grantik sich abdrehen an sein Haus. Und nun Rückweg könnte es bei meiner Fenster lernst, da winkte man ein Kehr und ich winke ihm zurück. Und dann, oh, guck du sitzt ein kleiner geringer Männchen, den sich schon nicht an engem Steh verstoppt. Hey, kleine Männchen, sagt dann Herr Grantik. Komm sehr, wir gehen schnell beim Geschehen. Und dann hört dann auch die geringe Gedanken angepackt und dann kommen sie daheim um. Und wie geht die Aufgabe vom Herr Grantik da weiter? Aber dann kommt ein ganz wichtiges Arbeit. Für das lädt er auf den Boden von seiner Stufe ein ganz Müll decken. Weil mit Gedanken und mit Gefühlen muss ich ganz dus umgehen. Es dürfen denen nicht weh tun. Aber wenn sie ausschütten, dann dürfen sie sich nicht weh tun und sie dürfen nicht in die Stirn strüllen. Wenn dann Decken am Boden liegt, dann schütten sie aus einem großen, schweren Rucksack raus. Und danach kommt noch eine ganz wichtige Aufgabe. Vielleicht sogar die wichtigste. Denn Herr Grantik hat an seiner Stufe ein riesengroßes Regal stehen mit lauter verschiedenen Gefächern dran. Und dann ist seine Aufgabe, die vielen Gedanken,
die rot-rose Gedanken, die blau traurig Gedanken, die grau nicht so gut gelaunte Gedanken oder die schwarz-rosen traurig düster Gedanken abzudelen. Für all Sorten von Gedanken wird eine Gefahr und da gehen die Gedanken dort dran gelöscht, wo sie dran passen. Wenn das gemacht ist, da gehen alle guten Gedanken an eine große Kurve. Mit dem schweren großen Kurve geht der Herr Grantig dann an sein Gärten. Am Gärten ist ein schöner Boden, den hat er schön platt gerecht. Und dann streht der Herr Grantig den Gedanken, die er gesammelt hat, alle guten aus. So wie wenn ich ging Blumen säen, zum Beispiel. Wenn ich Sohm hat und ging in den Sohm, ich wird den Blumenboden strehen. Dasselbe mischt hier mit den Gedanken. Und dann hat den Herr Grantig ein bisschen Ruhe verdient. Er sitzt sich um sein Küchentisch, hat sich ein gutes Tasse Tee gemacht und dann musste werden und dauert ein bisschen. Weil so Gedanken, die brauchen noch ein bisschen Rast und ein bisschen Ruhe, für sich weiterzuentwickeln, für dass etwas Neues entsteht. Und ich werde gesehen, dass das passiert. Wenn den Herr Grantig da genug gerascht hat und seinen Tee getrunken hat, da geht er noch raus an sein Garten und er geht gucken, was draus ging aus den vielen kleinen, gefühleren Gedanken. Und da staunt er immer nächst, was daraus entstanden ist. Dann ist zum Beispiel aus den roten, bösen Gedanken ein immens schön, groß, rot Blumen entstanden. Oder aus dem traurigen, grauen Gedanken ist auch ein ganz schön Graublum. Sogar ein Graublum kann dem nur ganz schön sein. Und so ist es mit allen Gedanken gern. Aus jeder Gedanken, egal wie ein Farbe hat, ist ein schön Blum entstanden. Aber wie ihr wisst, wenn Blumen gebläht haben, dann fliegt Pollen durch. Die Pollen verbreitet sich an der Luft, wird von hin und durch transportiert und irgendwann segelt die Pollen im Hof auf die Leute. Und das geschieht mit einem schönen Gedankenpollen. Oben am Himmel schwirften wie ganz feine Stöps an die kleine Sohm oder die kleinen Gedankenpollen. Die fällt dann nächst in Form von neuen kleinen Gedankenmännerchen auf die Leute. Und so kann es sein, dass zum Beispiel der Monsieur den einen Tag einen blauen Gedanken hat, also ein bisschen einen traurigen, ein bisschen einen melancholischen Gedanken. Dass vielleicht einen schönen, gelben, orangen, grellen Gedanken den Bild aus von einem positiven Gedanken, den Lust möchte, den Frieden tut, der fällt dann auf und vielleicht ändert sich dem Monsieur seine Gedanken dann. Dann ist er nicht mehr traurig, mehr gut gelaunt. Und so mischen sich die Gedanken all Tag von Neuem durch den Herr Grantig singen. Wunderbar Arbeit, immer nichts neu. Und so könnte das Leute nicht nur einen Gedanken, nur mit dem sie permanent müssen sich beschäftigen und die nicht mehr fortgeht. Aber so entstehen von Tag zu Tag neue Gedanken, neue Gefühle. Und so geht das Gefühlsland immer weiter. Wenn der Herr Grantig dann seine Arbeit gemacht hat, dann möchten sich auf den Heimweg an den Tag danach, dann ist ein neuen Tag und dann möchte sich auf den Weg an die Stadt mit seinem eitlen Rucksack und er geht gucken, für neue Gedanken und Gefühle zu fangen. Und so geht die Geschichte von Tag zu Tag immer weiter und der Arbeit vom Gedankensammler hält eigentlich nie ab. Weil Gedanken und Gefühle halten auch nie ab. Also eine wunderbare Geschichte, die ich nicht mehr kann empfehlen für mit Kinder über eine ganz sensibel und schöne Art und Weise über Gedanken und Gefühle zu schwätzen. Also viel Spaß damit. Merci Daniel für die flotte Geschichte. Ich schon den noch nicht kannt, aber das war ein flotten Aufschluss. Ja, Veronique, ich fand die Geschichte auch immens flott und ich hole sie immer nicht raus, gerade wenn ich mit Kindern will zum Thema Gefühle etwas machen. So,
Mir so Nigelo merci an zwee, dats Dir so lang no gelauscht hat, hoffen, dass er bëssen etwas Interessantes kommt mat Themen holen. Wann Dir weiter Informationen iwwer der Wussebildung oder iwwer d'ältre Schul wilt fannen oder de Programm vun als nächsten ältere Café wilt gucken, déi fand bei se jeweiligen Internetsiten, déi vun der Wussebildung, dat das auf wussebildung.lu an die vun der ältere Schule, dat das kannerschloss.lu. So, da so mir ich merci fir no lausren an hoffentlich bis geschwo. Merci.